Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, und ihr habt es ja jetzt in letzter Zeit, wenn wir so normale Filme besprechen, ja, da habt ihr euch schon drüber gewohnt, weil wer kann das denn besser als ich und der Mike? Hi Mike! Servus und Habitäre beieinander. Wobei, natürlich hätten wir schon gerne mal wieder einen KNR dabei, gell? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass der von diesem Baby-Blanchi mit seiner Dosen Bier einfach nicht rauskommt. Ich glaube, da ist er schon irgendwie festgewachsen oder festgemoost oder was weiß ich. Ja gut, das sieht man ja auch entsprechend an den Leuten im Kino oder an den wenigen Leuten im Kino, weil wir waren ja erst vor kurzem im Kino und haben uns Insidious The Red Door angeschaut, und genau. Wie ich zu meiner eigenen Schande gestehen muss, ist es erst der dritte Insidious-Film, den ich gesehen habe, aber ich habe auch festgestellt, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, war Insidious Kapitel 2 und The Red Door, so wie ich es wahrgenommen habe, schließt ja direkt an Kapitel 2 an. Ja, genau, richtig. Also du hast die wichtigen Filme, dass du den Zusammenhang verstehst, hast du gesehen. Sehr gut gemacht. Danke. Die haben es ja jetzt endlich einmal zusammengebracht, dass wirklich diesen Red Lipstick Demon, den sie jetzt seit Teil 3 und 4 immer wieder anteasen am Ende, dass sie jetzt wirklich nochmal bringen und dass quasi jetzt nochmal einen Abschluss gibt zwischen dem Red Lipstick Demon und der Familie Lambert. Ich weiß jetzt nicht, glaubst du, wir sollten mal vielleicht für die Hörer, die von Insidious gar nichts gehört haben bisher, also oder noch gar nichts gesehen haben, auch die ersten 2 Teile nicht, das kurz umreißen, um was es geht? Vor allem für die 2, die es noch nicht wissen. Ja. Können wir schon da. Bei Insidious geht es eigentlich darum, dass die Familie Lambert in ein neues Haus einzieht. Und alles ist super, die Familie ist sehr liebevoll zueinander und alles ist tralala, bis der Dalton eines Tages von einer Leiter fällt und kurz darauf ins Koma. Die Ärzte wissen nicht, was los ist mit ihm. Er ist einfach nicht mehr reanimierbar oder nicht mehr aufweckbar und es hat keine äußeren Einwirkungen und auch die Hirnströme, alles ist gut und die Familie ist total verzweifelt, weil sie nicht wissen, was treiben sollen. Bis sie dann rausstellt, dass was Übernatürliches mit dem Dalton los ist. Der kann nämlich im Schlaf, ich glaube, das sind Wandler, meine heißen, oder? Astral irgendwas, oder? Astralwanderer. Der kann, wenn er schläft, kann der Geist seinen Körper verlassen und kann rumschweben. Und wenn man aber da zu weit geht in diese Anderswelt, dann kann man da ganz basic Kreaturen und Geister auf sich aufmerksam machen, die einen dann heimsuchen. Und in dem Fall hat's den Dylan erwischt und der ist quasi der Geist ist aus seinem Körper rausgezogen worden und die böse Mächte wollen den besetzen. Genau. Dalton. Und was? Du meinst einen Dalton, oder? Dalton, ja. Also wie gesagt, Dylan. Dylan, ja. Verdammt, so geht's mir jetzt mal. Dalton natürlich, richtig. Genau. Und dann wird sie quasi Hilfe geholt von einem Medium. Das ist die Lynn Shay. Elise, genau. Sie holen sich Hilfe von der Elise und ihrem Geisterjäger-Team und die versuchen dann den Dalton, verdammt nochmal, den Dalton aus dieser Anderswelt und aus der Gefangenschaft vom Red Lipstick Demon zu befreien. Genau, richtig. Der Dylan ist schon lang verloren. den kriegen sie immer zurück. Na, der Dylan ist weg. Ist nur der Dalton da. Und in Insidious 1 stellt man dann fest, dass nicht nur der Dalton so ein Wanderer ist, also ich sage jetzt einfach mal Astralwanderer, ich glaube, das heißt irgendwie anders, aber egal, sondern auch sein Papa, und zwar der Josh Lambert, gespielt von Patrick Wilson. Der rettet dann natürlich am Ende von Insidious seinen Bub vor einem Dämon, du hast ihn ja vorhin schon genannt, den ich hab den Ausdruck zumindest innerhalb von Insidious natürlich nie gehört. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Fan-Ausdruck, wie der Dämon betitelt wird, oder? Der Lipstick Face Demon. Lipstick Face Demon, natürlich. Ja, ist ein sehr, sehr, sehr dummer Name, meiner Meinung nach. Ja, ich darf jetzt einfach mal sagen, wir nennen den in der restlichen Episode halt einfach der Typ mit dem rauen Kopf. Genau, du wissen gleich Bescheid. Also jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut, das heißt nämlich, er kann Astralprojektion, der Dalton. Genau, und was ich noch verkehrt gesagt habe, das ist das Ewigreich, nicht das Andersreich. Also das Ewigreich, im Original The Further. Fand ich auch cooler.
Gut, weiter, Corby. Und der Josh konnte sich nämlich nicht daran erinnern, dass er das ist, weil in seiner Jugend, also ähnlich wie beim Dalton, ist da auch schon mal was Schlimmes passiert. Und zwar ist der von einem Geist verfolgt worden. Und damit er praktisch mit diesem Geist mehr oder weniger abschließen kann, in Anführungsstrichen, ist die Mutter und die Elise damals auf die Idee gekommen, ey, dem löschen wir einfach die Erinnerung, dann ist es gut mit der Astralprojektion. Ha! Tja, leider muss er aber jetzt natürlich seinen Bub retten, tut es und wird aber dann von diesem Geist wieder heimgesucht. Darum geht's nämlich dann in Kapitel 2. Der Vater wird nämlich in Besitz genommen von diesem Geist und ist dann im Ewigreich gefangen. Und der Geist in Form oder im Körper vom Josh Lambert treibt halt dann sein Unwesen in der echten Welt. Und das merkt natürlich dann seine Frau. Die Frau, genannt Renee Lambert, gespielt von der Rose Byrne. Bestimmt ist das richtig. Rosie Byrne. Fuck. Rosie Byrne. Wir haben was voll mit Namen. Man merkt, wir sind der professionellste Podcast der Welt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall in Kapitel 2 geht es dann natürlich so aus, dass dann der Dalton einen Josh retten muss oder darf. Schafft es erfolgreich und es endet dann damit, dass dann alle beschließen, es ist wohl besser, wirklich damit abzuschließen und das Gedächtnis zu verlieren. Ja, 9 Jahre später, jetzt gehen wir nämlich endlich in Insidious The Red Door, geht's weiter mit der Familie Lambert. Wie mir sagen hab lassen, gab's einen 3. und einen 4. Insidious-Teil, die aber sich mehr um die Elise gedreht hat. Und vielleicht auch noch eine wichtige Info, die Elise stirbt am Ende von Insidious. So, jetzt haben wir alles Wichtige gespoilert, aber also es tut mir leider leid. Also wenn man nicht besser, wer bei Insidious 5 bei unserem Podcast jetzt zuhört und sagt, er hat den ersten Teil nicht gesehen, dann muss ich leider sagen, da habt's was verkehrt gemacht, Freunde. Man fängt immer mit dem ersten an. Weise Worte. Ja, 9 Jahre später trifft sich die Familie Lambert auf einem Friedhof, weil die Mutter ist gestorben vom Josh. Und es ist halt wieder eine dieser letzten Bezugspersonen aus dieser vergangenen Zeit. Der Josh und auch der Dalton können sich natürlich nicht daran erinnern, was denn da vor 9 Jahren passiert ist. Tja, wir als Zuschauer merken dann, dass mit der Familie anscheinend einiges in die Brüche gegangen ist, weil der Josh ist nicht mehr verheiratet mit der Renee. Das war das Schlimmste. Das ist gleich am Anfang schon losgegangen. Habe ich mich schon ärgern müssen. Weil ja gerade diese Familienkonstellation ist ja auch das Schöne, dieser Zusammenhalt und Ding, wo man dann mit den Leuten so richtig mitfiebern hat können. Und jetzt, wenn es dann 6, 9 Jahre später und alles zerbröselt und alles zerbröckelt und alles ist kacke, dann sagst du, ach, geh weiter. Was ist denn los, Leute? Reißt dich halt ein bisschen zusammen. Sollen wir das halt so ein bisschen höllenagil machen, weil dann möchte ich wieder auch gleich mal anschließen. Ich habe wirklich gedacht, irgendwie in Teil 3 oder 4, weiß ich nicht, geht es irgendwann in die Brüche und deswegen weiß ich das einfach nicht, dass die auseinander sind, aber man wird da halt auf jeden Fall innerhalb von der ersten halben Stunde nur in Familiendrama reingeschmissen. Ja. Und das, also wer unseren Podcast schon mal gehört hat und vielleicht die eine oder andere Folge, wo wir auch über Babadook oder so geredet haben, das sind so Geschichten in Horrorfilmen, die taugen mir schon mal überhaupt nicht. Das heißt, da hat Insidious Red Door leider schon mal einen relativ schlechten Start hingelegt. Was man aber natürlich sagen muss, was richtig geil ist, es sind gefühlt, also bei der Tochter kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, alle anderen sind die gleichen Schauspieler wie in Teil 1 und 2. Ja, genau. Das ist eigentlich das Coole, wo ich mir gedacht habe, wo liegt der Originalcast, die Originalfamilie ist wieder beieinander. Das kann eigentlich nur cool werden. Aber es ist dann so, dass der Hauptdarsteller, also der Ty Simpkins, der den Dalton spielt, ja in den ersten Filmen nur ein Kind war und jetzt ist er ein großer, sage ich jetzt mal, ein Mordsbrackel mit Muskeln und lange Haar und ist ein total schlechter Schauspieler, sei mir nicht besser. Ich hab diese Rolle nicht abgenommen. Als Kind ist das alles noch gegangen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Screentime das er wirklich gehabt hat, weil er ist ja im ersten Teil die meiste Zeit am Bett gelegen, aber ich fand den so absolut nicht überzeugend in dem Film. Schrecklich. Naja, gut, also sagen wir mal, mit der kompletten Prämisse drumherum habe ich ihm diese schauspielerische Leistung jetzt einfach mal mit mehreren zugedrückten Augen abgenommen.
Okay, weil wenn Also ich muss das- jetzt sagen, im Gegenzug dazu, der Patrick Wilson, in der Szene, wo er sich quasi jetzt kriegt mit seinem Sohnemann und dann geht er vom Campus, wo er dann da so dahin warnt, da hat er mir jetzt tot leid da. Das ist halt wirklich ein Schauspieler, der übrigens auch der Regisseur des Films ist, muss man auch gleich dazu sagen, also der Hauptdarsteller ist auch der Regisseur. sogar, oder? Ich glaube ja. Und wo wir gleich noch beim Klugscheißen sind, er ist im Abspann zum Hören, er ist nämlich auch Sänger, und zwar hat er den Abspannsong mit der Band Ghost aufgenommen, die ich unglaublich überbewertet finde. Genau, er hat sich quasi noch bei der Musik auch zum Schaffen gemacht schon, ja? Ja. Sagen wir mal, der Song, der ist gewöhnungsbedürftig für das, dass sie ja jetzt mit The Red Door dieses Insidious-Universum vorerst mal abschließen möchten oder abgeschlossen haben. Hätte ich mir ein bisschen was Brachialeres gewünscht oder halt irgendwas Epischeres. Ja, so war der Film halt dann eher, ja, war mal ganz nett. Ja. Aber nur mal anschauen müssen jetzt nicht zwingend. Aber wir nehmen ja jetzt gerade schon extrem viel vorweg. Die Frage ist aber auch, wie detailliert gehen wir wirklich auf die Handlung ein? Weil, sagen wir mal, man kann es wahrscheinlich sehr, sehr kurz halten. Erste Hälfte Familiendrama und der Dalton ist am College und macht ein Kunststudium. Genau. Wo es ums Zeichnen geht. Und seine Professorin sagt halt dann, ja, er soll in die Tiefen seiner Erinnerung abtauchen und halt dann das zeichnen, vor was er am meisten Angst hat. Und er zeichnet eine Tür. Genau, und sie zählt ja dann ein O. Also sie zählt ja auch, glaube ich, von 10 bis 1 oder bis 0. Und das haben sie ja beim Hypnotisieren auch gemacht. Und deswegen bröckelt dann diese Barriere in seinem Kopf. Und dann kann er sich wieder an bestimmte Fragmente von früher erinnern. Und der Streit zwischen dem Dalton und dem Josh, der basiert anscheinend irgendwie, also so ganz habe ich entweder dem Dialog nicht folgen können oder ich habe es dann nicht begriffen. Auch natürlich, weil ihnen da Erinnerungen fehlen und irgendwie ist das Ganze dann immer so wie früher, bla bla bla. Genau. Also der Josh macht sie parallel praktisch auch daran, seine Erinnerungen wiederzuholen. Und ja, ab der zweiten Hälfte vom Film haben es dann schon so ziemlich beide wieder ihre Erinnerungen. Und der Dalton hat ja schon gemerkt, dass er in dieses Ewigreich abtauchen kann. Tja, trifft er auf den rotköpfigen Hammeldämon. Genau. Hammeldämon. Es ist ja, er meint ja auch zuerst waren sie ja lustig drüber, er und seine Mitbewohnerin, wie cool das ist und hin und her und ja, und bis sie dann wieder die Geister und Dämonen aufmerksam werden und dann aus Spaß ernst wird. Genau, und Ernst ist heute 11 Jahre alt. Ah. Ja, richtig. Ja, aber wie du schon sagst, also der Aufbau ist extrem langsam und ich habe nichts gegen einen langsamen Aufbau, überhaupt nicht, aber dann müssen die Figuren interessant sein. Und das waren es meiner Meinung nach nicht. Also, wie gesagt, dieser Ty Simpkins als Dalton ist eine wirklich charismafreie Zone. Naja, also jetzt, das ist noch jung. Kim, der entwickelt sich ja gerade erst. Ja, aber wenn du wieder andere Leute siehst, wie der Patrick Wilson, Weltklasse, Rosie Byrne, super, leider verhorzt, weil es wie im Film nicht viel vorkommt. Es wird sich zu stark auf so Kleinigkeiten fokussiert, wo man auch mit die Rückkehr von diesen Erinnerungen und das ist so schleppend und so langsam und alle Leute wissen eigentlich, also der Zuschauer weiß ja eigentlich, was los ist, aber es wird sich so viel Zeit genommen für das, anstatt dass man sich wirklich aufs Wesentliche konzentriert hat. Genau, und wenn es dann also in der zweiten Hälfte vom Film ums Wesentliche geht, ja. weiß ich nicht, das war irgendwie so, als hätten es dann an Patrick Wilson gesagt, ey du, gell, wir haben nur noch 2 Tage Zeit, dreh bitte jetzt alles fertig, genau. Weil wir wollen weitermachen. Und wir haben ja keine Kohle, wenn du sagst, diese Anderswelt, dieses Ewigreich, Entschuldigung, sag ich schon wieder Anderswelt, dieses Ewigreich, das ja in die anderen Filme immer total cool ausgeleuchtet war und auch bestückt war mit irgendwelche gruselige noch so Geistererscheinungen und so Trugbilder und so. Das ist in dem Film total einfallslos. Sie gehen quasi nur immer durch diese verrauchten blauen Räume. Wir haben keine wirklich eigenen Ideen da, finde ich. Es ist wirklich entweder nur Recyceln von die vorherigen Filme oder natürlich dann eine abgespeckte Version, weil halt so viel weggelassen worden ist, was in die anderen Filme so gut funktioniert hat. Und ich muss sagen, dass die einzige Gänsehaut, die ich den ganzen Film über gehabt habe, war eine Anspielung auf Teil 1, wenn es quasi diese Beutel durchschauen und dann dieser Geist oder diese Frau in Schwarz
auf die Battle immer näher auf den Josh zukommt. Das war die einzige Stelle, wo ich wirklich eine Gänsehaut gehabt habe, da habe ich nur an mich an Teil 1 zurückerinnert. Aber in dem Film, bis auf ein paar Jumpscares, war da an Atmosphäre nicht viel. Auch die Musik ist immer total cool gewesen in die Insidious-Filme mit ihren Streicher und das und das war auch total sparsam eingesetzt. Und das, obwohl der, jetzt glaubt Joseph Bishara, der den Soundtrack gemacht hat und übrigens auch der Red Face Lipstick Demon ist, also der Komponist vor dem Soundtrack, ist auch der Dämon. Ah, cool. Genau. Okay. Obwohl das wieder dasselbe ist die Musik total schwach auf der Brust und auch diese Präsenz von dem Red Lipstick Demon ist, die wird sich so aufgespart, für dass es jetzt das Finale ist zwischen ihm und die Lamberts, wird er verhorzt. Also man sagt nicht zu wenig. Vollgas. Es ist wie in einem Freitag der 13. Film, zeigt's einfach an Jason, weil man weiß, wer der Killer ist und lässt es da rumlaufen, weil es geil ist. Jeder möchte diesen fucking Red Lipstick Demon sehen, weil er geil ist, weil er gruselig ist. Aber mit sagen wir im Film höchstens wie oft zweimal. Ja, wirklich ein Witz. Echt. Obwohl man auch weiß, wer der Böse ist. Also man muss das nicht im Dunkeln lassen. Man kann das schon cool einsetzen, aber nein, tun's nicht. Also ich glaube schon, dass irgendein Schreckmoment drin war, der jetzt nicht nur auf den alten Film basiert hat, aber ich kann ihn da tatsächlich nicht mehr benennen. Ja, was Jumpscares waren schon drin, das gibt's ja nichts. Aber wie gesagt, Gänsehaut technisch war bei mir... Es waren mehr so Ekelszenen. Weißt du, der eine Typ, der dann ein Ding ankotzt, dann Dalton und so. Naja, aber ich gebe da absolut recht. Also den Dämon, den haben es komplett verheizt und das ist echt schade, weil das ist ja eine saucoole Figur. Also voll. Vom Aussehen her und vom gruseligen Auftreten her. Und ich habe mir jetzt als Vorbereitung für die Episode, einfach weil ich es immer genau im Kopf gehabt habe, wie Insidious und Insidious 2 vonstatten ging, beide angeschaut. Und allein das, wenn die Elise im ersten Teil in dem Zimmer steht und mit diesem roten Dämon spricht, und er ganz langsam die Hand hebt und dann sagt ja, Wahnsinn. Boah, voll geil. Und wie du schon sagst, komplett verschenkt. Und es kam mir so vor, als wenn da diverse Szenen gefehlt hätten. Aber ja, eventuell war das auch dann gewollt, weil das Finale, das war für mich extrem schnell vorbei. Also das ist so, wie wenn man jetzt sagt, so, das ist hier das halbstündige Finale, bitte kürzen auf 10 Minuten. Ja, so ungefähr. Na, und bis du checkst, dass du im Finale bist, ist eigentlich schon vorbei. Ja. Ja, sehe ich auch so. Dieses Campus-Setting, ich weiß nicht, magst du sowas? Na, null, gar nicht. Weil ich wirklich den einzigen wirklich coolen Campus-Film, den ich mag, ist Düstere Legenden, aber da haben wir meine schon mal geredet, den kennst du nicht. Den fand ich ziemlich cool, so als Slasher, aber da in dem Film echt, auch mit diesen seltsamen anderen Kommilitonen und mit diesen Verbindungen, hätte jetzt echt gerade noch gefeiert, dass irgendeiner so einen Apfelkuchen fegelt oder irgendwie so. Also das hat die Geschwindigkeit noch mehr rausgenommen und den Gruselfaktor, weil eben diese ganze Intimität von dem eigenen Haus von den Lamberts, das quasi in die ersten Filme so war. Oder im Krankenhaus hat er mitgespielt im zweiten Teil und. Alles war so klar und intim. Und jetzt haben wir in dem großen Campus mit irgendwelchen komischen Nebenfiguren und das hat bei mir absolut nicht funktioniert. Ich glaube, das war unter anderem, dass man wirklich so ein paar Comedy-Elemente da noch mit einbauen kann, was man ja in Insidious und Insidious 2 durchaus durch die Elise oder durch einen Specs und einen Tucker haben. Richtig. Haben es halt jetzt da irgendwie versucht, durch dieses College-Dasein irgendwie mit reinzubringen und auch durch die Chris Winslow, das ist die Mitbewohnerin vom Dalton, die fand ich schon echt sympathisch, aber komplett unlogisch. Also irgendwann checkt die ja, in welcher Gefahrenlage sich der Dalton befindet und das macht dir so gefühlt irgendwie gar nichts aus und dann geht's trotzdem immer wieder hin und was weiß ich. Kurz, aber es ist dann gleich wieder vorbei. Für das, dass der Film sehr viel mit Gefühlen arbeiten will und praktisch mit der Psyche, ist es halt dann teilweise schlecht aufgebaut und zur zweiten Hälfte hin dann auf einmal komplett belanglos. So als, stimmt, da war ja das mit dem Dämon, das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende bringen. Wirklich schade, also wir sind beide ja aus dem Kino raus und du wolltest es mir ja nicht sofort sagen, du wolltest es ja für die Folge aufheben, aber ich finde leider wirklich kein guter Film, wobei man natürlich sagen muss,
jetzt rein vom Handwerk her, lieber Patrick Wilson also da habe ich, glaube ich, schon schlechtere Filmdebüts gesehen und für das war was ganz in Ordnung und Pluspunkt auch mit dem Originalcast, das ist natürlich cool, Ja, auf jeden Fall. aber ich hätte jetzt auch nichts verpasst, wenn ich den nicht gesehen hätte. Ja, ist wirklich so, leider. Es ist ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt den Film losgelöst von den anderen senkt hat, oder es gab halt keine Vorgänger, wie man dann auffassen darf. Aber durch das, dass ich wirklich Insidious 1 und 2 als eine von die gruseligsten Filme überhaupt empfinde und auch von die richtig effektiven Horrorfilme, bin jetzt durch diesen Teil so richtig enttäuscht worden. Also, ja. Ich habe mich eigentlich noch gefreut, weil so diese ganze Herangehensweise am Anfang vom Film habe ich mir noch gedacht, das könnte jetzt ein wenig so in die Nightmare 3 Richtung gehen. Ich habe mich ein bisschen so daran erinnert, aber das ist dann auch, hat sich dann im Sande verlaufen, das Ganze, weil eben aus diesem, auch das Rumspringen mit den Dimensionen im Ewigreich, dass das auch so verschenkt ist. Da hätte man so viel Kreatives draus machen können und, ja. Na. Es gibt dann höchstens am Schluss noch so eine positive Note, wo man sagt, vielleicht kommt die Familie dann auch wieder zusammen. Aber ja, vielleicht sehen wir die Lamberts auch nochmal, aber ich finde, dass das jetzt abgeschlossen ist und man soll jetzt wirklich auf was Neues konzentrieren. Es ist jetzt auch schon ein Spin-off, meine ich, in Arbeit, das jetzt quasi losgelöst von den bisherigen Storylines ist, tut der Serie wahrscheinlich recht gut, weil wir mir ein wenig was Frisches brauchen. Also bis jetzt war immer alles cool, bis zum 5er und jetzt braucht man wirklich neue Impulse. Was ich auch total schwach fand, dann hat er die ganze Zeit, der Dalton hat die ganze Zeit irgendwie so den Emo- oder Rock-Metal-Look mit lange Haar und dann ein T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und zerrissene Hosen und am Schluss, wenn er dann seine Barriere gebrochen hat und alles ist Happy End und bla bla bla, dann hat er das weiße Khaki-Shirt auch zugeknöpft mit die schönen ein weißes Hemd mit Khaki-Shorts, sowas. Und man dachte, jetzt wird er zum Spießer. Jetzt auf einmal, die Barriere ist gebrochen, jetzt muss er kein Metal mehr sein oder irgendwie das Düstere ist jetzt aus ihm gewichen und jetzt ein weißes Hemd und Khaki-Shorts, jetzt ist alles cool. Wow. Das stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt, schau. Und am Schluss ja auch am Himmelswillen. Ich glaube, wir können jetzt dann langsam schon in Richtung Fazit gehen. Bitte. Eins möchte ich nur kurz erwähnen, so abschließend zur Handlung, weil es ja eigentlich einen wesentlichen Teil ausmacht. Und zwar, der Dalton versucht ja anhand von seiner Zeichnerei diese Erinnerungsbarrieren zu brechen und der Josh ist auf der Suche nach seinem Vater. Oder er kommt dann, also er wird heimgesucht seit der Beerdigung von einem Geist, das merkt er aber natürlich auch erst recht spät und der Geist entpuppt sich dann als sein Vater und Punkt. Also Weißt du, sie ziehen ja dasselbe schon wieder durch, was sie in die vorherigen Teile auch gemacht haben. Dass in dem, ich glaube im 4er war es, da kommt dann Elise, ihre Mutter dann und so. Ach, da ziehen wir jetzt wieder alle aus der Mottenkiste, weil das, was im vorherigen Teil funktioniert hat, nehmen wir jetzt da her, aber das war schon das Schwache von dem Teil. Also nehmen schon wieder sie übernehmen die schwachen Sachen, übernehmen's, aber selber lassen, dass sie nichts Gescheites einfallen. Jetzt stell dir mal vor, der Film, der existiert noch nicht, aber das Drehbuch. Und du sollst bewerten, ob das gut ist oder schlecht. Dann darfst du wahrscheinlich rein vom Drehbuch her sagen, ja, das schon passen. Na, da sag ich, na, Freunde, die sind Sachen, das geht nicht. Wahrscheinlich, man kann nicht immer wieder dasselbe nehmen, nur dass irgendein anderer Charakter dann wieder irgendeine Familienfigur, die schon gestorben ist, dann auch wieder zurückbringt und die dann aber hilft und hat da so Krampf. Also, das haben wir bis jetzt gehabt und alles ist schön, aber dass das jetzt dann auch aus dem Hut gezaubert wird und quasi, dass jetzt gesagt wird, dass der Vater auch, also der Opa im Endeffekt, der Vater vom Patrick Wilson, dass das jetzt, der auch schon so, das mit der Astralprojektion Kinder hat. Ja, das haben sie in Teil 1 oder 2 schon gesagt. Bist du da ganz sicher? Das habe ich mir nämlich ganz neu vorgekommen und ich habe die Filme ganz oft gesehen. Na, zu 100%. Na gut, dann sage ich schon nichts mehr. Glaube ich. Viva la Movolution, der Podcast mit dem gefährlichen Halbwissen. Naja. Ja gut, dann verzeih mal, was sind denn deine Tops und Flops? Also mein Top ist, dass man trotz allem die Geisterjäger Specs und Tucker noch mal kurz gesehen hat in so einem YouTube-Video, das auch wieder sehr lustig war, weil es so dilettantisch beschissen gemacht war. Aber die zwei sehe ich eigentlich immer gern. Die haben zwar jetzt schon auch diese humoristische Note in die anderen Filme reingebracht, aber haben das Ganze nie so ins Lächerliche gezogen. Und dass man die dann halt noch mal gesehen hat, so als kleinen Tribut,
oder als Cameo, fand ich cool. Und auch, dass die Elise auch noch mal, dass die auch noch mal in so einem YouTube-Video zum Singen war, fand ich auch cool, weil das auch ziemlich creepy war, wenn es das Ganze noch mal verzeiht, mit dieser Astralprojektion. Fand ich cool, war eines von den wenigen atmosphärischen Momente. Wo sie dann wieder nicht braucht hätte, ist dann ihr Auftreten ganz am Schluss, so als Geist. Da habe ich auch gedacht, ja wow, das braucht jetzt nochmal, weil jetzt haben wir die Elise gerade 3 Minuten in dem Video gesehen, jetzt muss am Schluss nochmal auftauchen. Naja. Und nochmal negativ, wie gesagt, dieses Campus-Setting, das hat für mich ganz viel kaputt gemacht, hätte riesiges Potenzial gehabt, finde ich, weil so viele Leute auch noch mit einbezogen hätten werden können, aber es ist sich doch darauf konzentriert worden, dass man die Leute wieder so typisch teenie, klischeehaft blöd darstellt und eigentlich aus dem ganzen Ding nichts gemacht wird. Mhm. Also von meiner Seite ja keine Empfehlung. Ich gebe jetzt 2 von 5 auf Letterboxd. Mehr absolut ist nicht drin. Wie schaut's denn bei dir aus? Das ist ein hartes Urteil. Ja, leider. Es tut mir sehr leid und ich habe mich so gefreut drauf. Also, mein Top ist dieser Originalcast, das fand ich echt cool und ich habe da nochmal danach, ich habe dann das erste Mal gedacht, wow, also der Schauspieler vom Dalton, also der Erwachsene, der schaut ja wirklich aus wie der Bur. Voll die haben es gut gecastet. Ja, und dann, als ich dann nochmal gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist eigentlich schon beeindruckend, vom Foster Lambert. Ich glaube, das ist ja auch der gleiche Schauspieler, also von seinem Bruder. Ja. Finde ich auch toll. Dieses Ineinandergreifen von den Rückblenden in Insidious 2 und dann jetzt mit Insidious 5 fand ich ist echt beeindruckend und cool, wenn man halt dann denkt, naja, es stimmt ja auch. Also es ist jetzt einiges an Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Also sowohl natürlich innerhalb von diesem Filmuniversum, aber ja auch in echt. Und dafür haben sie das ziemlich cool umgesetzt. Flop ist, und das tut mir eigentlich wirklich schon im Herzen weh, dieses Finale. Also das hat mich sehr, sehr stark enttäuscht, weil ich habe mir die ganze Zeit beim Anfang und dann auch bei der Mitte vom Film gedacht, ja, aber dafür, die werden so richtig episches und geiles Finale dann haben. Und dann genau sind die sogar... So habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, jetzt, okay, diese 3/4 am Anfang gebe ich euch und dann muss aber richtig Zunder geben. Genau, und dann sind die ja sogar in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Höhle von dem Dämon, also in diesem Raum, genauso so gruselig aufbaut wie im Teil 1. Da habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht's los. Und auf einmal, zack, zack, befreien, abhauen, zack, an der Tür, zack, die Tür ist zu und aus. Da habe ich gedacht, was? Ist es jetzt euer Ernst? Ja. Scheiße, Mann. Da verstehe ich es nicht. Und es wird ja auch mit den eigenen Regeln erbrochen. Hat der Patrick Wilson den Film dann nicht irgendwann nur am James Wan gesagt und hat dann gesagt, und? Was sagst du? Und der James Wan wird dann gesagt haben, ich bin jetzt die letzte halbe Stunde eingeschlafen. Das war ja wirklich so richtig toll. Denselben Gedankengang habe ich auch gehabt, wie ich heimgefunden bin, habe ich mir gedacht, wenn jetzt der Patrick Wilson dem James Wan den Film sagt, wie wird denn der da drauf reagiert haben? Dasselbe habe ich mir auch gedacht. Der kann doch da nicht sagen, das hast du schick gemacht, das war gut. Ja. Also es ist halt echt richtig, richtig schade. Sie hätten alles gehabt. Den Cast, den Dämon, diese ganze Darstellung. Und dann gibt's, es gab kein Finale. Also, wenn das jetzt der Abschluss ist, dann hätte man den Film einfach nicht braucht. Leider. Und ich hätte mich wirklich auf den Abschluss jetzt mit den Lamberts gefreut. Aber so nicht, Freunde, so nicht. So nicht, na. Haben wir denn dafür unseren Triple Threat erfüllt, Mike? Haben wir mir in diesem wunderbaren Film von Patrick Wilson, also einer der herausragendsten Filme von Patrick Wilson, die er jemals gedreht hat, haben wir mir da Titten gesehen? Nicht ein Bub. Ein Seitbub, ein Underbub, ein Drüberbub, kein Bub. Aber eine Trompete hat er bestimmt einbaut, oder? Nein, musikalisch war es wirklich auch nicht. Weder musikalisch noch nackig, es hat nichts gegeben. Windeln hat er einbaut. Männer in Windeln. Das was Hauptsache, das können sie machen. Genau, was wir alle sehen wollen. Und wie schaut's aus mit toten Tieren? 0. Es hat, glaube ich, nicht mehr Viech mitgespielt. Gar nichts. Keine Tiere, keine Vierbeiner im ganzen Film. Na. Tja, dann Insidious, die Red Door, die rote Tür ist zu. Unbedingt. Man kann eigentlich für die Familie Lambert hoffen, sie bleibt jetzt auch zu. Da hilft auch kein Schlüsseldienst mehr. Die Elise hat ja zumindest zum Schluss auch gesagt, hey, ja, jetzt geht's auf, jetzt habt ihr nur ein richtig glückliches Leben.
Und dann steigt der Josh völlig allein gelassen von seiner Familie ins Auto und fährt in den Sonnenuntergang. Wunderbar. Ja, aber es gibt ja diese positive Note, wo sie sagt, er soll zum Essen vorbeikommen. Also früher kommen wir zum Essen und so, sie kocht den Mann auf. Das ist natürlich schon mal so, wenn eine Frau kocht, das bedeutet was. Genauso wie Fußmassagen immer was bedeuten, oder? Genau. Genau. Ich hoffe jetzt, dass das restliche Kinojahr noch einige positive Geschichten zum Bieten hat, aber in Insidious 5 war es leider nicht. Das Einzige, was man dazu noch an Positivem sagen kann, ist, es hat zumindest einige Leute ins Kino gelockt, weil Boxoffice-technisch hat der Film ja sein Budget schon eingeholt und schreibt sehr gute Kinozahlen. Ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie der allgemeine Tonus ist, wie die Leute so gefällt, aber vielleicht haben wir gerade mir zwei Zipf ins Blatt, dass wir kennen, wie gut das der Film ist. Ich weiß es nicht. Aber ich vergun's ihm auf alle Fälle. Wenn Horrorfilme gut Kasse machen, ist immer gut. Das ist, öffnet auch Türen für die nächsten Projekte. Das ist immer gut. Und ich, was ich auch sagen muss, ich bereue diesen Kinobesuch nicht, weil ich mit dir wieder gehabt dürfen. Und es war verdammt nochmal eiskalt in dem Kino. Das fand ich super. Draußen irgendwas mit 27, 32 Grad, was weiß der Geier, gefühlt 120 und drin dann schön klimatisiert. Weltklasse. Das stimmt. Das war auch super. Und ich freue mich jetzt dann schon drauf, wenn endlich der Mission Impossible im Kino war, weil dann hätte es mal auf mit diesem Dreckstrailer. Ja, das ist unfassbar. 8 Minuten lange Trailer und 15 Minuten lange Stunt-Aufnahmen. Jetzt ist genug. Mission Impossible. Lauf jetzt endlich an und los uns in Ruhe. Mit deinem Schmarrn. Ja gut, dann ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit Patrick Wilson, vor allem dann, wenn endlich mal Conjuring 4 ins Kino kommt. Ja, unbedingt. Weil, das muss man ja auch sagen, er ist halt in dieses Horrorgenre schon sehr gut reingeboren. Also das muss man... Ja, und er passt auch super. Er ist wirklich ein toller Schauspieler. Aber, naja, was soll ich sagen? Wenn ihr wissen wollt, was ich über den Film zum Sagen habe, dann spulst du noch mit zurück vom Anfang. Ich bin fertig für heute. Okay. Dann... Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns sagt in den Kommentaren, was haltet ihr von Insidious und vielleicht habt ihr Insidious 5 gesehen und habt eine ganz andere Meinung oder stimmt uns zu, schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns da natürlich drauf. Und Mike, was sollen wir sonst noch an unsere lieben Hörer sagen? Ja, auf alle Fälle Glocken drücken, wo es noch gerade geht. Dort uns bewerten. Bewertungen bringen uns ganz viel. Und vielleicht auch noch ein Steady-Abo abschließen. Das bringt uns auch ganz viel, weil wir dann noch besseres Equipment haben, noch mehr Filme haben zum Besprechen und noch mehr Begeisterung mitbringen für das Ganze, oder? Richtig, vielleicht bewegen wir dann auch ab und zu mal einen Kani wieder dazu, dass er mitmacht. Unfassbar. Ich glaube, der Kind, der spielt, wenn es schneit draußen. Glaubst du, wenn es am Fahren ist, wenn er draußen nichts zum Tor hat? Wahrscheinlich. Oder wenn es Planschi ein Loch hat. Weil das sollte man vielleicht einmal auffahren auf Simbach und sollte man ein Loch einhauen in das Ding, oder? Nicht öffentlich im Podcast sagen. Das schneidest einfach aus. Okay, passt gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und danke. Pfiat euch.